Wenn wir zum Beispiel Trinkwasser brauchen oder auch andere Sachen, dann müssen wir etwa eine Stunde fahren mit dem Boot. Und das ist ja die einzige Transportmöglichkeit. Mir hat mal einer vom Dorf da gesagt, du lebst ja wie ein Armer. Genau das Glück, das ich habe in der Schweiz. Ich finde das sehr schön, wenn ich das teilen darf. Von der Karriere in der Finanzbranche zum Lehrer auf einer kleinen Insel. Das ist der unkonventionelle Werdegang von Jonas Müller. Wieso ihm das einfache Leben in Indonesien so gefällt, erzählt er mir in einem Zoom-Call. Man ist immer mit der Natur verbunden, mit Wind, Wetter, Wellen und. Mangroven hat viele verschiedene Tiere. Mir gefällt das sehr. Auf der anderen Seite natürlich gefällt mir das Kommunenleben, Menschen um mich herum zu haben. Und es wird einfach auch sehr viel gelacht. Und das fehlt mir. Wenn ich manchmal in der Schweiz bin, dann merkt man schon, wie distanziert. Viel distanzierter kommt man das über. Ich habe ursprünglich in der Schweiz Betriebswirtschaft studiert und habe dann auch im jungen Alter bereits als Finanzchef von einem mittelgroßen Produktionsbetrieb arbeiten, wo mir der Job jederzeit extrem viel Spass gemacht hat und gefallen hat. Ich habe gefunden, ich will das nicht noch jahrelang machen, geschweige denn quasi Karriere machen, also bis zur Pension. 2014 hat Jonas gekündigt und ist reisen. Von Nevels im Kanton Glarus nach Raja Ampat in Ostindonesien. Ursprünglich zum Tauchen. Und dann auch mal die Einheimischen, nach 3 Monaten haben sie mich gefragt, ob ich nicht einfach da bleiben will. Und ich habe natürlich gefunden, ich kann ja da bleiben, ich kann ja das Leben in der Schweiz. Das hat mich aber im Kopf oben nicht mehr losgelassen und bin dann auch wieder zurück in das Gebiet gereist und habe dann auch einfach gedacht, für ein halbes Jahr. Und dann hat mich zumal dann eine Familie vor Ort kulturell adoptiert. SRF Doc hat Jonas bei einem Besuch zu dieser Familie vor ein paar Jahren begleitet. Ja, für mich sind es absolut das Mami und Papi hier in Raja Ampat. Also sie, ja, ich glaube, das kann man wirklich so sagen. Also, sie kann mich zusammenschießen. Wie gerade so in der Schweiz mich auch zusammenschießen. Seit 2015 lebt Jonas in Indonesien. Er hat Lücken im Bildungssystem gesehen und beschlossen, eine Schule zu bauen. Der grosse Unterschied ist, dass die Kinder hier vor Ort wirklich noch sehen, dass Bildung ein Privileg ist und nicht ein Zwang. Und das merkt man sehr gut, dass sie ein riesiges Bedürfnis haben, in die Schule zu gehen. Also ich bin ja der einzige Ausländer in unserer Schule hier. Wir auch ausschließlich Lehrkräfte aus Indonesien anstellen. Da gibt es natürlich ganz viele Sachen, wo ich auch dürfen und müssen lernen, wie eine indonesische Schule zu funktionieren hat. Es wird sicher nicht irgendwo missioniert oder in ein westliches Gedankengut in dem Sinn aufgedrückt. Der Schulhof, der Indische Ozean mit der grössten marinen Biodiversität der Welt. Die gilt es zu schützen. Ein grosser Teil des Unterrichts geht immer Richtung Meeresbiologie, Meeresschutz. Oder Korallen zum Beispiel haben wir ein Projekt, das wir lernen, dass Korallen ein Tier ist. Dass ein Kind auch ihre eigenen Korallen anpflanzen. Der Umweltschutz liegt am Herzen. Darum ist seine Schule Child Aid Papua die erste Berufsschule für Meeresschutz und nachhaltigen Tourismus in Westpapua. Die Nachfrage ist so gross, dass die Schule dieses Jahr ausgebaut wird. Haben wir jetzt gerade angefangen, den Ausbau des Internats zu machen. Jeder von diesen einzelnen Pfählen muss hineingeschaukelt werden. Es ist alles Holz hier vor Ort. Das Leben von Jonas unterscheidet sich grundlegend von dem in der Schweiz. Wasser gibt es nur, wenn es regnet und Strom nur, wenn die Sonne scheint. Wenn wir zum Beispiel Trinkwasser brauchen oder auch andere Sachen, dann müssen wir etwa eine Stunde fahren mit dem Boot. Und das ist ja die einzige Transportmöglichkeit. Einheimische würden oft nicht verstehen, wieso der Jonas ein einfaches Leben in Indonesien demjenigen in der Schweiz vorzieht. Mir hat mal einer vom Dorf da gesagt, du lebst ja wie ein Armer. Mir kommt das überhaupt nicht so über. Das ganze Konstrukt zusammen dürfen aufbauen mit Freunden aus der Schweiz, mit der Familie aus der Schweiz, die natürlich einem den Rückhalt geben. Genau das Glück, das ich habe in der Schweiz. Ich finde das sehr schön, wenn ich das teilen darf. Ich und meine Frau sind extrem happy hier vor Ort. Wir haben auch den Support von unserer Familie. Wir sind da glücklich und wir sehen, was wir auch vor Ort erreichen können. Und das ist natürlich motivierend. Und dementsprechend, nein, zurzeit gar kein Plan, um in die Schweiz zu kommen. Aber sag niemals nie.